Wo sind wir? China, du bist denn gut. Ja, wir sind in China gelandet. Und dort hat ein Reisbauer gelebt. Wisst ihr, was ein Reisbauer ist? Aber ein Bauer wisst ihr, was das ist. Also er hat keine Herdöpfel abgepflanzt und keine Rüebli und auch sonst nichts so Zeug. Der hat Reis abgepflanzt. Ja. Und der hat ganz, ganz viel gearbeitet. Aber er war gleich arm. Und weil er arm war, hat er auch keine Frau gehabt. Und weil er keine Frau hatte, hat er auch kein Kind gehabt. Und das hat ihn Namen sehr traurig gemacht. Und an einem Tag ist er gerade vor seiner Hütte gesessen. Es war schon fast Abend. Und er einfach so sich vorstellt, wie schön dass es wäre, nicht mehr so allein zu sein. Und da steht auf das Mal, nein, der Mondhas vor ihm. Also in China weiss jeder, wer der Mondhas ist. Weil der Mondhas, der erfüllt Wünsche. Und der Mondhas schaut den Reisbauer an und sagt, du hast grosses Glück, weil heute bin ich zu dir gekommen und du darfst dir einen Wunsch auslesen. Oh, ein Wunsch, hat sich der Reisbauer gedacht, ein Wunsch. Und im nächsten Moment ist er nicht mehr vor seiner Hütte gesessen, sondern er war auf dem Wunschberg. Und vor ihm ist der Wunschpalast gestanden und ein Tor. Und über dem Tor ist gestanden, hier werden Wünsche Wirklichkeit. Er ist durch das Tor durch und da steht ein alter Mann mit einem langen weißen Bart. Willkommen im Wunschpalast. Bei uns werden die Wünsche erfüllt. Aber du musst ja zuerst wissen, was für Wünsche wir da haben. Und ich führe dich jetzt durch den ganzen Palast durch und dann kannst du dir einen Wunsch auslesen. Oh, der Reisbauer hat sich gefreut. Wunsch, oh. Und der alte Weissbärtige ist vorausgelaufen und der Reisbauer hinten drin. Und dann sind sie in einen grossen Raum gekommen. Prächtig geschmückt war der, mit einem Tisch in der Mitte. Und auf dem Tisch ist ein langes, glänziges Schwert gelegen. Das ist das Schwert der Macht, hat der Alte gesagt. Wenn dir das Schwert gehört, dann wirst du jeden Kampf gewinnen. Du wirst nie verlieren. Du wirst der mächtigste Krieger sein vom ganzen Land. Oh, ich kann schon immer stark sein, denkt sich der Reisbauer. Das ist doch etwas Gutes. Wenn ich so ein Schwert habe, dann kann mich niemand besiegen und alle werden mich bewundern. Und wer weiß, der Kaiser wird mich vielleicht sogar noch auszeichnen. Aber wollte ich das? Findet ihr das eine gute Idee, so mächtig zu sein? Ja, also der Reisbauer war sich nicht ganz sicher, ob das jetzt schon der beste Wunsch ist. Ja, ich möchte mal die anderen Wünsche noch sehen. Und da ist der alte Weissbärtige weitergelaufen und sie sind in den nächsten Raum gekommen. Und der nächste Raum, der ist fast so schön wie der erste Raum. Und in der Mitte ist ein Tisch gestanden und auf dem Tisch ist ein Buch gelegen. Ganz ein dickes Buch. Und der Alte sagt, wenn dir das Buch gehört, dann weißt du alles, was es zwischen Himmel und Erde gibt. Du kannst alle Fragen beantworten. Du wirst der weiseste Mann vom ganzen Land sein. Und der Reisbauer freut sich und denkt, wenn ich so viel weiss, dann können doch alle Leute mich fragen und ich habe immer eine Antwort. Ich bin der gescheiteste, der beste Mann vom ganzen Land. Und alle werden mich bewundern. Aber wenn mich dann alle kommen, fragen, dann habe ich auch nie einen ruhigen Moment. Und dann habe ich nicht mehr meine Ruhe vor meiner Hütte. Und das, nein, das ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee, oder? Ich wollte mal die anderen Wünsche noch sehen, hat er zu dem Alten gesagt. Und der ist weitergelaufen und sie sind in nochmal einen schönen Raum gekommen.
Der war prächtig geschmückt. Und in der Mitte ist ein Tisch gestanden und da hat es eine Kiste gehabt. Eine kleine Truhe. Und der Alte sagt, wenn dir diese Truhe gehört, dann wirst du der reichste Mann sein von der ganzen Welt. Weil immer, wenn du eine Goldmünze rausnimmst, wird gerade wieder eine neue drin sein. Und der Reisbauer hat sich gefreut. Wenn ich so reich bin, dann geht es mir gut, dann muss ich nicht mehr arbeiten und dann bin ich der glücklichste Mann der Welt. Ist das so? Ist das, wenn man reich ist, ist man dann auch glücklich? Er ist so ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Er dachte, nein, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich wollte mal die anderen Wünsche noch sehen. Und der alte Weissbärtige ist weitergelaufen und sie sind durch alle Räume vom ganzen Palast. Und ich kann euch sagen, es hat einen Haufen Wünsche gehabt. Und als sie endlich alles gesehen haben, sind sie wieder vor dem Tor gestanden. Und der alte Weissbärtige sagt so, Reisbauer, jetzt hast du alle Wünsche gesehen, was es da bei uns gibt. Was wünschst du dir? Der Reisbauer, der ist lange Zeit da gestanden und hat nicht gewusst, was. Und hat nachgedacht und nachgedacht, soll ich reich sein, soll ich die Schatztruhe, soll ich das Schwert, soll ich das Buch oder etwas anderes? Und wie lange er nachgedacht hat, weiß ich nicht, aber es war sehr lang und irgendwann sagt er, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich alle Wünsche haben, aber ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Und in dem Moment ist der ganze Wunschberg mitsamt dem Wunschpalast weg gewesen. Und er ist wieder vor seiner Hütte gesessen und vor ihm ist der Mondhase gestanden. Ja, so wie dir geht es den meisten Menschen. Sie wollen alles haben. Sie haben einen Haufen Wünsche, aber am Schluss wissen sie gleich nicht, was sie sich wünschen sollen. Und darum haben sie am Ende gar nichts. Und da war der Mondhase auch weg. Und der Reisbauer ist da gesessen. Aber von dem Tag weg hat er sich immer gut überlegt, was er wirklich will. Und darum erzählt man die Geschichte allen Kindern in China. Und dort weiss jedes Kind, was es sich wünschen will, falls der Mondhase irgendwann einmal vorbeikommt.